Servus und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein kleines Speedbild von einem Farming Rathaus 9er Dorf. Ich habe das natürlich alles ein bisschen beschleunigt, damit es nicht so langweilig ist. Ich möchte euch gar nicht so lange mit meinem Gelaber aufhalten, los geht's. Such a paradise, standing up a mile high. Will you fall to give me strength? I can't see a reason to try to fight for meaning, but you give me reason to know I still have meaning. I can feel you reaching through all the hard resistance. I know that you're with me. Fall for gravity, 'cause you lift me up when I can't feel. I'm not gonna fall for gravity, 'cause the world will doubt, try to bring you down, but your love is real. I can't see a reason to try to fight for meaning, but you give me reason to know I still have meaning. I'm not gonna fall for gravity, 'cause you lift me up when I can't feel. I'm not gonna fall for gravity. Such a paradise, standing up a mile high. Will you fall to give me strength? Da ist jetzt das fertige Dorf. Gehen wir mal in den Fotomodus. Mir gefällt die Base relativ gut. Ich mag das auch, also das ist jetzt eher gedacht, wenn man dunkles farmen möchte. Also das Dunkle steht jetzt halt richtig in der Mitte, ist dann auch noch geschützt, Riesenbomben und da sind noch ein Haufen Sprungfallen, falls die Truppen doch in die Mitte laufen würden. Unten ist so geplant, dass wenn man das Rathaus holt, hat man schon mal 30%, dass man ein Schild bekommt. Die Lager sind relativ gut aufgeteilt, dass einmal Goldlager ist, einmal Elixierlager. So wird nicht so viel davon gestohlen. Man kann es aber auch noch ein bisschen variieren. Man kann die Lager jetzt halt noch mit einem Minenwerfer tauschen. Das ist jedem frei überlassen, wie er Lust hat, was er jetzt halt schützen möchte. Wenn er jetzt halt sagt, ich mag jetzt nicht, dass das Goldlager weggeholt wird, dann stehe ich es halt für den Magierturm hin oder stehe an König raus. Wenn man für Kalankrieg braucht und nicht für die Verteidigung,
Dann, wenn er gerade nicht schläft oder so, ja, dann kann man König auch rausstellen. Kleinburg ist relativ gut in der Mitte, so kann man nicht locken. Bombenturm ist da ganz einsam oben, aber ich finde, das passt. Man kann den jetzt auch noch tauschen mit der Luftabwehr oder ja, die Luftfeger zwang beide bei mir nach innen. Man kann jetzt höchstens so den einen nach oben drehen. Aber ja, ich habe es jetzt so geplant, dass wenn die von unten reinkommen, weil da ja die meisten Luftabwehren stehen, wenn die von unten reinkommen, dann sind von zwei Seiten die Luftfeger da. Gehen wir noch in die Späheransicht. Also, man weiß wahrscheinlich, wenn man gut angreift, weiß man, dass da beim Dunkeln die Teslas stehen. Aber da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht so die Riesenbomben vermuten. Eher da so neben der Luftabwehr oder beim Bombenturm. Sagen wir mal nur die Mauern an. Sagt man, das ist ein bisschen offen. Das heißt jetzt, wenn man jetzt mit Riesen reingehen würde, gehen wir nochmal, Mauernanzeige, wenn man die Riesen reingehen würde, dann würden die halt zum nächsten Verteidigungsgebäude laufen, das frei ist, und dann würden die durch die Lücken durchlaufen und nicht in die Mitte rein zum Dunklen. So ist es eigentlich geplant, oder jetzt wenn man auch mit Golems oder so angreift. Bei Luftangriffen nützt es natürlich nichts. Es war jetzt eine kurze, knappe Folge. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Ich sage bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Haut's rein. Servus.